Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind momentan in Forex Zuflucht stecken geblieben mit ein paar noch Quests, die wir erledigen dürfen. Und zwar empfindliche Blitzbombe und Energie der unterdrückten Spitze entzogen. Wir müssen da irgendwie seinen Zauberstab oder was auch immer genau verstärken mit ein paar verschiedenen Quests. Und was mir noch vorgeschlagen worden ist, als ich mich da eingeloggt habe, ist diese Quest hier. Und ich habe gedacht, wir tun jetzt mal direkt das mal anschauen. Schlag die Streitkräfte der Allianz zurück, die Voldun angreifen. Okay, was ist denn das? Wo ist denn die Quest? Hä? Hä? Ah, da unten? Das sind eben so neue Sachen, die plötzlich da drinnen auftaucht sind. Ich glaube, das hat auch mit dem neuen Patch ein bisschen zu tun, aber ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, wir lassen die Quest jetzt einfach mal so nebenbei stehen und kümmern uns weiter um dort, wo wir stehen geblieben sind. So, ab ins Gebiet. Los geht's. Und dann schauen wir die ganze Sache mal von näherem an. So, ich kann da noch ein bisschen rauszoomen. Das sieht ja übel aus so nah. So, ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen hier irgendwie den Berg drauf. Und ich glaube, da sind wir schon ziemlich richtig, so wie ich da auf der Karte gesehen habe. Haben wir dann nämlich gerade ein Weg in das Gebiet rein. Und dann schauen wir mal nach, ob wir das gut anbekommen. Also von denen kommen wir empfindliche Blitzbomben über und empfindliche Blitzbomben. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, die wegräumen. Ich glaube, dann sind wir schon mal auf dem besten Weg. Und dann müssen wir ja irgendwie noch Energie der Unterdrückungsspitze entziehen. Das könnte das da sein, hä? Okay. Okidoki. Ich glaube, ich habe die Quest verstanden. Dann schauen wir, dass wir das mal irgendwie gut anbekommen. Nice. Haben wir dich befreit? Hallo. Und da fliegt er schon davon. Das wäre auch ein nice Mount. Das würde ich jetzt auch nicht nein sagen zu so einem Mount. Ah, da schnappt er sich einfach ein und... Ui. Hey, und tschüss, gell? Ah, da liegt er. Ha, nice. Hat er ihn einfach weggeschaut. Einfach aufgehoben und umgebracht. Aber das verstehe ich auch. Ich würde das auch machen. Wenn ich da so gefangen würde werden von irgendwelchen Schlangenmenschen, dann würde ich da eigentlich genau das gleiche veranstalten und die umbringen. Ah, und der verschwindet. Also wir wirklich uns immer nur um einen kümmern. So, empfindliche Blitzbombe haben wir schon mal einen erhalten. Das ist ein Unteroffizier. Ich weiß gar nicht, ob wir uns mit dem anlegen. Ich lade jetzt einfach mal weg und dann machen wir da mal weiter. Ah, der lässt mich meine Kraft nicht entziehen. Die lässt mich nicht meine Kraft entziehen. Mann. Du bist im Fall auch ein Jäger. Aber du hast doch wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass noch ein stärkerer Jäger kommt. Du solltest jetzt verschwinden, hä? Genau, weil du das Mount bist. Sobald man die Jäger killt, verschwindet das Mount. Also der Begleiter. So, zweite Kristallspitze haben wir erledigt. Dann kümmern wir uns mal um den da. Ja. Der Himmelsrufer des Graz. Und den kümmern wir uns jetzt mal schön gemütlich. Und dann schauen wir, dass wir jetzt wirklich auch noch in dieser Folge schön gemütlich ein Level aufleveln können. Das heisst, dass wir jetzt in dem Krieg schauen, dass wir da wirklich mindestens ein Level anbekommen. Und dann, ja, dann sind wir schon Level 43. Dann machen wir uns ganz langsam richtig Schattenlande. Ich lasse mich da wirklich nicht stressen. Der Patch ist jetzt draußen, der komplette Patch. Damit wir jetzt die Schattenlande abhauen. Aber ich habe mir jetzt gesagt, ich mache mir da wirklich keinen Stress. Ich genieße jetzt die Zeit im WoW, mich da noch ein bisschen aufzuleveln, schön gemütlich mit euch zusammen. Und dann schauen wir uns die Schattenlande nämlich auch in Gemütlichkeit an, weil jetzt sind wahrscheinlich sowieso über 100 Leute unterwegs und die stehen mir dann auch im Weg beim Questen. Und dann wollte ich eigentlich meine Ruhe haben und in Ruhe können auch Dialog und alles anschauen. Und darum machen wir doch das. Drachenfalken, nein! Ich habe meine Drachenfalken sterben lassen. Vom vielen Geschnurren habe ich wieder meine Drachenfalken sterben lassen. Das gibt's ja nicht. Mann. So. Dann schauen wir da gerade mal weiter. Wir machen da einfach mal weiter. Weiter abschlachten, weiter Spitzen einsammeln. Ich glaube, dann sind wir schon mal auf dem besten Weg. Oh, jetzt habe ich glaube das Mount einfach umgebracht, nicht den hier. Blitzbomben haben wir jetzt 3 von 3. Also wir haben von beidem 3. Also wir haben da genug zum Abmetzeln und zum das Zeug erledigen. Dass die so in einem kleinen Ding schlafen. Oh, warte. Da drin schlafen die. Hätte jetzt nicht können so ein Küssi wenigstens reinlegen oder so ein Lager, dass es einfach wenigstens ein bisschen bequemer ist. Nimmt mir gerade irgendwie leid, dass die in einem Hütchen schlafen. Ja, und der hat natürlich das grosse Hütchen, oder? Der Magier. So, nice, dich haben wir befreit. Dann kannst du da wieder mal auf die Jagd gehen. Ich warte jetzt ganz kurz, vielleicht schnappt er sich nämlich einer von den zwei. Dann müssen wir nämlich nicht gerade... Genau, nicht gerade gegen beide gleichzeitig kämpfen. Nice. Hat doch gut funktioniert. Da haben wir ein kleines Festmahl, aber hast du da drin wenigstens das Bett? Einfach so ein paar Küssis, hä? Die anderen nicht. Das ist, finde ich, ein bisschen fies. Die haben so kleine Hütchen, während der da so ein richtig grosses Zelt hat. Aber das bringt ihm jetzt auch nicht mehr viel, nachdem wir ihn jetzt umgebracht haben, oder? So. Da hinten haben wir noch ein riesiges Schiff von der Horde. Nein, von der Allianz.
Was macht denn das da? Ich kann leider noch nicht fliegen, sonst würde ich es gerne anschauen gehen. Mann. Mann. Ich glaube, ich muss mir das eben noch freikaufen, dass man da fliegen kann. Aber ich weiss nicht, wie viel Gold das kostet. Aber ich weiss gar nicht, ob man mit 3800 Gold, ob man das überhaupt uns leisten könnte. Aber um dich mache ich jetzt mal noch schnell einen Bogen. Wir schauen hier weiter umeinander, weil wir brauchen ja gleichzeitig auch noch so Säulen. Und ich räume mal weg. Also empfindliche Blitzbomben haben wir jetzt fast schon vollendet, aber die Spitzen noch nicht so ganz. Aber von denen finden wir jetzt auch nicht wirklich gerade en masse. Ich glaube, ich mache mich mal wirklich da drauf. Greift mich ruhig an. Dann kümmern wir uns um alle gleichzeitig hier oben, aber da haben wir auch gerade den nächsten Spitz. Das heisst, hey, geht's noch? Schiesst er mir einfach so einen Blitzschlag ins Viertel hinein? Hey. So einen Halunk. So einen absoluten Halunk. Muss man wieder an die Reihe gewöhnen. Jetzt bin ich da ein bisschen ein anderes Game am Spielen gewesen. Da muss man auch andere Tasten drücken. Dann ist das immer wieder eine kleine Umstellung. Aber es kommt ja so weit gut. Eben, wie Velofahren. Man kann es nicht verlernen. WoW bleibt immer gleich. So. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Mein Land ist weit weg von da. Und gegen die kommst du nicht an. Die Horde in Orgrimmar, das wird happig für dich. Das wird viel zu happig für dich. So. Kümmern wir uns mal schnell um diese hier. Oh, da greifen wir gerade zwei noch mehr an. Also einen können wir sicher mal gefangen nehmen. Jetzt muss ich schauen, dass ich richtig anklicken da. Dass das da weitergeht. Komm. Ah! Nice, er hat ihn gerade mitgenommen. Okay. Komm. Dann kümmern wir uns gerade mal schnell um den da. Dann haben wir nämlich schon mal die nächste Säule wieder am Start. Umbringen lohnt sich halt jetzt momentan mega, weil wir haben bis da vorne eigentlich unser Hold. Das heisst, wir kommen da doppelt so viel XP über fürs Töten von Monster. Was ich natürlich ziemlich nice finde, dass wir da ziemlich auskosten. Und wirklich viel verändert hat sich jetzt eigentlich seit dem Patch nichts. Also es kommt dann wirklich in Shadowlands rein wahrscheinlich die eher neueren Sachen. Aber soweit hat sich nicht wirklich viel verändert. Jäger gegen Jäger, wer wird wohl nur gewinnen? Also ich habe da eine ganz kleine Vorahnung. So, bis ins Gras zu nudeln. Wir machen jetzt einfach mal da eine weiter und dann haben wir nämlich schon die letzte Säule gefunden. Und irgendwo da gibt es nochmal eine Quest, aber ich weiß nicht, ob das Ganze oben ist oder nicht. Aber das schauen wir uns gerade mal an, wenn wir dann so weit sind. So, dann tun wir mal die letzte Energie berauben. Let's go! Zerfall in Sand. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen hier den Hügel drauf. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach einmal. Da haben wir sogar jemanden, der mal auf unserer Seite kämpft, von der Rak 1 Beschützer. Dann gehen wir uns das mal ganz kurz anschauen, da oben, wie das aussieht. Ja, es sieht danach aus, als müssten wir da rauf. Ich sehe, hallo! was das Alter euch nur noch wilder und weiser gemacht hat, Rakjan. Wir werden diese Treulosen büßen lassen für das, was sie euch angetan haben. Tönt schon mal schmackhaft, bin ich voll dabei. So, dann zeigen wir denen, wo der Hammer hängt. Dann wir da mal schon mal Quests beenden. Dann können wir Retter auf Rakan untergebrochen und tötet Treulose. Ah, nehmen, das tönt. Was, auf dem darf ich reiten? Ja, let's go. Was haben wir denn da für Fähigkeiten? Wir haben Blitzbombe und voriges Speerwerfer. Ich würde sagen, wir machen einfach mal mit der Blitzbombe. Darum haben wir die wahrscheinlich auch eingesammelt. Töten wir jetzt einfach mal einen Haufen von denen. Aber ich warte, bis wir da mal mehr aufs Mal finden. Das sind noch recht wenig. So, let's go. Boom. Wie viel müssen wir töten? 60 Stück? Easy peasy. Easy peasy. Wo haben wir da noch eine kleine Horde? Komm, dann rühren wir da noch eine ab. Da. 60 Stück sollten wir ja eigentlich gut anbekommen. Da oben hat es ein paar. Komm, gib mir nochmal. Nice. Nice. Was ist denn die Fähigkeit? Wieso kann ich denn nicht die einsetzen? Wieso sind wir da wirklich schon voll in der Schlacht drin? So, let's go. Da noch eine runter. Also die Hälfte haben wir schon mal zusammen. Da haben wir gerade noch einen Haufen. Und noch 7 Stück, dann haben wir es schon erledigt. Noch zwei. Komm, dort holen wir die letzten 2. Kabusch. Erledigt. Barriere der Spitze durchbrochen. Okay, und was muss jetzt? Jetzt kommt wahrscheinlich das ins Spiel, hä? Okay. Fähigkeit Nummer 2. Let's go. Okay, einfach mal 3 raisen. Das funktioniert bis aussieht gut. Vorig! Wir haben das erledigt, was du von uns hast verlangt. Dann brauchen wir aber benutzt voriges Bollwerk, um 75 Treulose in der geweinten Sonne zu besiegen und
Relikte von Cetralis beschafft den Schädel der ersten Himmelsrufer, das Bekenntnis der Wiedergeburt Cetralis Sichtstein, das Blut des gefallenen Loas. Ah, was? Ah, was? Jetzt kann ich da einfach rumlaufen und die werden... Okay, das ist natürlich nice. Einfach umeinander laufen da und... Das ist eigentlich mal das Gemetzel. Aber das müssen wir schon mal einsammeln da, wie ich gesehen habe. Wir haben da mehrere Punkte, wo wir annehmen und Sachen einsammeln. Jetzt hoffe ich, der Stromschlag setzt wirklich auch die ganze Zeit alles ein. Also die 75 haben wir sicher mal schnell zusammen. Da mache ich mir jetzt wirklich sehr wenig Sorgen, besonders mit so einem geilen Blitzschlag. Ah, er bleibt eben Nein, hä? Hallo? Ah, jetzt. Jetzt wollte ich gerade sagen, hey, jetzt schaltet es einfach ab, nachdem ich die 75 umgebracht habe. Das wäre verdammt gemein gewesen. Aber das ist mal geile Quest. Also so Questen lässt sich natürlich auch ganz leicht. Komme ich da auch XP über für die, wenn ich die töte? Komm. Hallo? Vom Blitz? Nice, aber XP komme ich keinen über. Das habe ich jetzt schon mal gesehen. Okay. Komm, öffnen. Ui. So, komm. Öffnen. Let's go. Dann haben wir schon wieder alles eingesammelt. Dann machen wir das auf den Weg zurück zu unserem Symbol da vorne. Hey, das ist wirklich gemütlich gemacht. Das Symbol gefällt mir immer noch mega. Ich glaube, das habe ich schon 100 Mal erwähnt, aber wie es aussieht, der Blitzschlag schaltet nur ein, wenn man am Laufen ist. Also wenn man im Stand irgendetwas macht, löst es dann, wie es aussieht, nicht so wirklich aus. Aber ich würde mal sagen, wir essen nachher schon mal etwas Gemütliches, damit wir mal da wieder volles Leben dann auch haben. Ja, dann zähl du den mit dir bei dir, ist doch gar kein Problem. So, weiter, Quest beenden. Und jetzt warten wir mal ganz kurz, ich gehe davon aus, etwas passiert jetzt. Jawohl. Büßt eure Verbrechen, Kortek! Jetzt sind wir da. Warte noch kurz, ich will noch schnell etwas Kleines essen. Und wie es aussieht, sind auch meine Drachenvolke gestorben. Vorbereitung ist das A und O, bevor man da in den richtigen Krieg geht. Und wenn ich da schon mal ganz kurz ein bisschen Ruhezeit habe, dann gönne ich die mir auch. Noch 3 Sekunden, dann haben wir da fertig gegessen. Schön gemütlich, so. Komm, dann beleben wir da unsere... Sie sind nicht tot. Haben wir wieder das gleiche Spiel wie beim letzten Mal. Ah, okay. Nice. Tötet Imperator Kortek. Dafür kommen wir einen neuen Bogen über. Oh Mann. Ein neuer Stab oder ein neuer Bogen, aber ein Stab bringt das nicht viel. Das heisst, der neue Bogen mit 2,7 mehr Schaden, 3 Beweglichkeit, 5 Ausdauer, 3 kritisch und 15 Meisterschaft sieht schon ziemlich schmackhaft aus. Vorig, ich bin bereit, Imperator Kortek entgegenzutreten. Let's go. Let's go. Die Macht von Kortek, dem ewigen Imperator. Ja, ewig ist eine Sache von der Frage. Denn wir nehmen dich jetzt auseinander. Du... Haha. Das glaubst du jetzt aber nur du selber, du. Gefängnis versiegelt halten und ich werde unser Volk einen. Okay, wieder so ein Löli, der so noch wahnsinnig geworden ist und eine grosse Klappe hat. Ich würde mich zu einem Therapeut begeben, wenn ich dich wäre. Du hast irgendwie ein psychopathisches Verhalten, mein Junge. Was habt ihr getan? Mir den Sieg gesichert, ganz gleich, was hier geschieht. Oh, komm. Kassett hat meinen Schlüssel bereits und mittlerweile bestimmt auch eure. Er wird Haha, was? Drax entfesseln und wir werden ganz Azeroth erobern. Ihr seid ein Narr. Mythras lässt sich nicht kontrollieren. Also sie wollen in dem Fall wirklich das Zeithuhn da wieder beschwören. Haben sie jetzt gerade erzählt, da mit dem hohen Steinli. Aber das müssen wir natürlich zu verwissen... wie habe ich das jetzt sagen? Ah Mann, wir wissen jetzt, wie wir das auch anbringen, dass es nicht funktioniert. Wir löschen einfach ihn aus und danach löschen wir einfach den anderen aus. Und dann kommt das eigentlich in dem Großen und Ganzen schon gut. Da habe ich richtig so ein kleines Blackout gerade gehabt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, stirb doch einfach. Komm, stirb. Stirb. Noch 2000 Leben, komm. Go, go, go. Imperator Kortek, stirb. Ich will meinen neuen Bogen. Ich will meinen neuen Bogen. Let's go. 18 Leben. Nice. Niemanden gezwungen, mir zu folgen. Wir sind ein Volk
von Eroberern. Nein, alter Freund. Unser Volk ist tot. Und es ist eure Schuld. Jetzt Knallhart hat müsst das ihm ihr gesagt. euch ihnen anschließen. Citralis, vergebe euch. Ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass er ihn umbringt. Ich habe gedacht, er wird wahrscheinlich ins Verlies gehen oder so irgendetwas. Aber wie es aussieht, habe ich mich da ziemlich täuscht. Aber Quest beenden! Sturm auf die Spitze, Hammer erledigt. Trefft euch mit Vorig im Sanktum der Ergebenen. Let's go! Schnell zurück zum Sanktum der Ergebenen und verhindern, Aber ich will meinen neuen Bogen. Mithrax entfesselt. Möge Ja, der voll, Wind ja, voll. immer in eurem Rücken sein, Freunde. Ich aber muss bei den Vulperer kämpfen. Ja, machen die wirklich. Ich wollte mir aber zuerst einfach meinen neuen Bogen mal anziehen. Das gibt einiges mehr Schaden. Sieht mega schmackhaft aus, der Bogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da mit der... Sieht wirklich sehr schmackhaft aus, so mit den Steinspitzen und allem. Jetzt haben wir aber irgendwie noch eine Nebenquest bekommen. Seht ihr, da stört die Spitze der Holzufer. Für das komme ich 11.000 XP über. Das ist ziemlich viel. Aber ich verstehe nicht ganz genau, was ich in dieser da muss genau machen. Ich glaube einfach irgendwie ein paar von diesen Schlangen töten in dem Gebiet hinein. Ich schaue mal, wie schnell das geht. Also 8% pro Tode. Ja, komm, dann machen wir das schnell. Cooles Bonusziel, das machen wir doch gerne. Für das kommen wir auch etwas über. Also wirklich 11.000 XP und noch 36 Gold. Für da einfach ein paar Mannöckchen töten. Dann machen wir doch das mal ganz kurz. So, 60% haben wir schon. Also, jetzt muss ich ganz kurz mal schnell rechnen. 8 mal 8 gibt 64. Nein, das wären, wie viel müssten wir töten? 8 mal 10 sind 80, 88. 12 bis 13 Stück, also 13 Stück können wir etwa töten von denen. Dann haben wir die Quest eigentlich schon gefüllt, also das finde ich eigentlich eine mega gute Quest, weil für so viel XP kommt man für eine normale Quest für gleich viel tötet die Gegner eigentlich nicht über. Und da sehen wir auch, ist irgendein Raid, hä? Durch das es dann ein Versammlungsstein ist, gehe ich davon aus, dass es ein Raid oder ein Dungeon ist, da, wo man noch machen kann. Es wäre natürlich auch noch ziemlich lukrativ, das mal anzuschauen. Aber ich würde mich dann lieber mehr auf die Schattenlande konzentrieren. Und eben dort werde ich auch Dungeons machen. Ich würde gerne mit euch alle Dungeons anschauen, was es dort neu gibt. Aber plus minus auch wirklich komplett durchquesten. 32% haben wir schon, das heisst, wir machen einfach mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Let's go! Einfach ein treuloser Wächter nach dem anderen abmerzen, dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Uns das XP sichern, let's go! Die haben wenigstens alle schöne Betten, wenn ich mich an die Betten von den anderen erinnere, da von ihren Untertanen, die sind einfach hure Scharlatanen, ganz ehrlich. Hure Löli-Verein da. So. 56%. 56% haben wir schon mal, jetzt brauchen wir aber noch ein paar mehr. Was ist, wenn wir dort töten? Kommen wir da mehr über? Oh nein, das Tier geht automatisch weg, in dem Fall nicht so wirklich. Aber dann haben wir noch so Steine, die wir einsammeln können. Helfen in dem Fall dazu bei, dass wir da schneller bei dieser Nebenquest eigentlich vorankommen. Wie das aussieht. So, komm, stirb. Jawohl. Ich würde das mal ausprobieren mit dem Blitzfokus hier oben. So, meine Drachenfalken sind gerade abgelegt. Ja, das gibt dann auch wieder nochmal 4% dazu. Also man hat immer noch so Gegenstände, die man nebenbei noch machen kann, damit man schneller den Prozentzahl steigt. Also wenn man das so anschaut, ist das wirklich besser als jede Quest, die wir bis jetzt gemacht haben. Eben auch vom XP her fast doppelt so viel, als wir normalerweise bekommen würden. Darum finde ich das eigentlich ziemlich nice, dass wir das machen können. So, zerstören wir den kurz. Zack, und jetzt wenn wir wirklich nur einen töten, also jetzt suchen wir uns da einen einzelnen aus, den wir noch vernichten wollen. Aber die laufen da immer in 2 Gruppen umeinander. Die sind fies. Da sind 3, da sind 2. Können nicht einzeln umeinander laufen. Also wenn ich da angreife, dann greifen wir gerade 4 aufs Mal an. Komm, jetzt ein Einzelner noch. Ein Einzelner. Veräppelt mich doch nicht. Hallo. Hallo. Ein Einzelner finden wir doch da noch irgendwo. Da! Nice! Zählt aber dazu. Nein, der zählt nicht dazu. Das bringt gar nicht, wenn ich den töte. Der zählt nicht dazu. Ah, Mann! Ah, Mann! Aber wenigstens gratis XP. Komm, das lassen wir uns auch gönnen. Sogar 3 Stück. Also ich hätte mich lieber mit den 4 angelegt und hätte dafür auch die Quest beendet. Aber wie es aussieht... müssen wir in dem Fall hier nochmal ganz kurz schnell zurückgehen. Und uns wirklich dort einen schon rausfischen. Oder mehrere. Aber es stört ja nicht. Aber dann haben wir wenigstens gratis XP noch über. Komm, dann nehmen wir gerade die 3 hier. Scheibe drauf. Scheibe drauf. Dann erledigen wir die noch kurz. Dann haben wir nämlich das auch erledigt und dann machen wir uns nachher schön gemütlich auf den Weg zurück zum lieben Vorig.
Und dann schauen wir die ganze Geschichte an, wie sie weitergeht. Nämlich mal mit tierisch Wunder. Schaffen sie es, den anderen wiederzubeleben oder nicht? Oder wie es genau weitergeht. Und meine Drachenfalken sind tot. Egal. Lange gerade noch. So. Nice, dann haben wir die Quest abgeschlossen. Wir haben mega viel XP bekommen. 11.000. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zurück. Wir müssen ans andere Ende der Welt wieder. Also von da aus bis dafür. Aber wir hätten noch einen Flugplatz. Also wir müssen schauen, vielleicht kommen wir auch bis zum Flugplatz an. Dann sind wir einiges schneller unterwegs. Aber ich würde sagen, schauen wir mal schnell, ob wir irgendwie bis zum Flugplatz dort kommen. Ich glaube, wir sind da ziemlich schnell am Durchgehen irgendwie. Also, normalerweise sollten wir ja noch viel mehr Quests. Also gut, wir haben ja da noch wirklich noch Quests. Aber da unten haben wir noch eine, da haben wir noch eine. Da unterwegs haben wir ja noch eine Ortschaft gefunden mit auch noch mehr Quests. Aber wir haben 6 von 7 Kapiteln eigentlich schon fertig. Also, ich würde mal sagen, wir tun das wirklich mal als Kapitel haben. Du elende, treulose Schabracke, du. Nein, also... Bin ich da in meiner Erzählung, in meinem Geschnürli und er holt mich da von meinem Reittier runter und geht mir gegen den Strich. So eine hure Made. So, irgendwo da hinten sollte der Flugplatz sein. Soll ich jetzt einfach da unten durch versuchen, oder? Weil da werde ich sicher angegriffen, das ist mir klar. Oh, nicht sterben! Das war aber knapp. Komm, schön am Rand. Einfach laufen, 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 laufen. Komm. Einfach da rauf. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Wo ist der Flugplatz? Der sollte sich irgendwo gerade da befinden. Da hinten, glaubst. Wenn der von da kommt, dann wird es auch da hinten sein. Vorix Zuflucht. Alles klar. Wir haben es gefunden. Und da hinten hätten wir sogar noch Quest gesehen gerade. Hä? Ah, das ist eine tägliche Quest. Und wer bist denn du? Molmotstormu. Leck, bist du gross. Leck, bist du gross. Bist du ein Tower? Was ist das? Okay. Speziell. Der ist gross. Aber selbst dem würden wir uns für die Linken. Sonst wären wir sind ja nicht umsonst der Schweizer. So, dann würde ich sagen, dann machen wir uns direkt auf den Weg zurück. Auf einen Adler, wunderschönen Adler. Sali du. Hoi du. Ja, put. Oh nein, jetzt habe ich schon gemeint, der hat da vorne und da hinten Augen, aber das ist einfach ein Loch drin. Okay, das sieht nämlich noch ziemlich creepy ausgesehen. Dann können wir ja mal die Aussicht geniessen, bis wir mal wieder zurück sind. Und mich wundert eben im Ganzen, was diese Sachen da noch sind. Karevare-Meisterungen dort. Ich glaube, das sind wirklich so Nebenaufgaben, die man noch nicht erledigen kann. Weil das haben wir beim letzten Mal wirklich nicht gehabt. Also wir könnten jetzt all diese Sachen hier erledigen und würden gut eigentlich beschafft Azerit. Verbleibende Zeit 1 Stunde, verbleibende Zeit 1 Stunde. Also das sind glaube ich wirklich so Nebenquests. Wenn wir die würden erledigen, würden wir wirklich einen guten Zuwachs an EP bekommen. Aber was mir halt noch fehlt, gut da, 126 Gold, das wäre natürlich nice, das anzuschauen. Aber wir machen einfach mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, das ist am gemütlichsten. Ich glaube, das ist am gemütlichsten. So, dann sind wir schon wieder zurück. Und dann gehen wir mit dem lieben Vorik reden, was er jetzt von der ganzen Geschichte haltet. Und wie es weitergehen soll. Vorik, wo bist du? Hä? Also da ist er nicht. Gehen wir mal da rauf schauen. Gehen wir mal rauf schauen. Schauen wir mal oben drauf. Vielleicht ist er gerade die Aussicht am Geniessen. Oder auch nicht. Oh, jetzt bin ich die Wand gelaufen. Ups. So, Vorik, da sind wir schon wieder. Sali! Der belagte Sanktum. Quest Ende. Atul Aman. Trifft Vorik in Atul Aman. Trefft mich in Atul Aman. Die anderen warten drinnen auf uns. Hey, jetzt muss ich schon wieder irgendwie an einen anderen Ort. Jetzt muss ich da runter. Hey, du bist mich da voll am umeinander rühren, Mann. Das geht ja gar nicht. Aber wir können da noch eine Quest abgeben. Ich glaube, ich weiss sogar welche. Das ist glaube ich die, wo wir 5 Spieleranzahl eigentlich benötigt hätten, um die zu besiegen. Ich glaube, das ist noch die Quest, die wir abgeben können. Ich glaube, das machen wir jetzt noch ganz kurz. Und dann machen wir uns auf den Weg mal zu Atul Aman. Und schauen mal nach, was dort so los ist. Und am Schluss können wir uns ja wirklich noch um die restlichen Nebenquests kümmern. Also die andere Quests, die nichts mit dem Kapitel zu tun haben. Oder wir wechseln sogar die Ortschaft. Aber das können wir uns ja noch im Großen und Ganzen dann später anschauen. So, Sali. Quest beenden. Nice, danke dir vielmals. Also wir sind schon kurz wieder vor dem nächsten Level up. Nice. Wie viel kommen wir denn für die Quest? Über nur 750? Ah, Mann. So, aber da auf dem Weg können wir auch noch einige abgehen. Das machen wir nämlich auch ganz kurz. Eine verlorene Flöte. Die sollte sich nämlich irgendwo da hinten befinden. Gehen wir sicher mal die noch abgeben. Gibt auch nicht wirklich viel, aber dafür haben wir sie dann erledigt. Sollte ja eigentlich auf dem Weg sein. Ja, ist auf der anderen Seite von dieser Schlucht. Also entweder... Ich
glaube, für das müssten wir schnell in die Schlucht hier runtergehen. Dort hinten wäre, glaube ich, die Quest. Da beschießt mich auch noch gerade gleichzeitig mit Blitzschlägen. Unter allerem Niveau. Was fehlt uns denn jetzt da? Eigentlich allgemein nicht mehr allzu viel. Fürs nächste Level abkommen. Das schaffen wir. Level 43. Wir sind auf dem Weg. Und dann schauen wir mal schnell an, was die da hinten von uns verlangen. Wie es aussieht, haben die dann wahrscheinlich dann auch noch Nebenquests für uns. Vielleicht können wir auch die schnell ganz kurz zuerst erledigen. So, la. Jeno! Wir haben deine Flöte gefunden. Sally, Quest beenden. Schlangenbeispiel. Schickt 15 Cobras zu Jeno. Und nur kleine Schritte. Holt 10 Proben Atrivax-Gel. Atrivax-Gel. Okay, komm. Machen wir doch noch schnell. Das machen wir doch noch schnell. Wie muss ich die... Aber sobald ich in der Schlangennähe bin, muss ich da Flöte spielen. Okay. Und von denen komme ich das Gel über. Oder von wem komme ich denn das Gel über? Ah, von denen. Von denen dann. Okay. Also wir können das alles irgendwie ein bisschen vereinen. Das finde ich natürlich noch ziemlich nice. So, dann töten wir die mal ganz kurz so schnell. Ja, das hilft nicht wirklich weiter. Ah, die machen aber guten Schaden. So, und jetzt sind sie auf meine Drachenfalken. Nice. So, kommt, gehen weg. Wenn wir da schon gerade noch gleichzeitig Schlangen einsammeln. Machen wir doch das. Dem machen wir doch das. So, let's go. So, nice. Sammeln wir da schon mal ein. 2 von diesen Proben haben wir schon, wie es aussieht. Ist aber recht wenig für so viel. Hallo? Also gut, dann töten wir jetzt zuerst die alle und nachher können wir da nämlich die Schlangen einsammeln. Bevor sie mich nämlich angreifen, genau. Sonst habe ich das Problem. Also Schlangen machen wir keine Sorgen, das ist en masse. Was mich eher wundernimmt, ist, ob man den Gel, wie lange wir brauchen, um die Gel einsammeln. Aber finde ich gerade gut, dann machen wir da zuerst noch eine Nebenquest, bevor wir uns zum Atul Aman begeben. So, die 15 Schlangen haben wir jetzt gerade schon beieinander. Hä, wann ist denn jetzt mein Drachenfalke gestorben? Bin ich wieder unaufmerksam gewesen? Bin ich wieder total unaufmerksam gewesen? Mann! Die machen, glaube ich, einfach mehr Schaden, als ich erwarte. Ich habe jetzt gedacht, das wird jetzt kein grossartiges Problem bringen. Jetzt haben wir 4 von denen schon mal zusammen. Ich würde sagen, dann schnappen wir uns gerade mal den da. Also das hätte jetzt wirklich ein bisschen ausgleicher machen, dass man etwa die Sachen gleichzeitiger kann abschliessen. So, da. Komm. 2 Gel. Nice. Da haben wir noch irgendein grösseres Viechli. Ui. Nein, das lassen wir jetzt momentan mal noch in Ruhe. Wir sammeln jetzt noch gemütlich schnell unsere 4 Geli. So, Drachenfalken heilen, weil die eben mehr Schaden machen als erwartet. Also wenn ich mir das jetzt so im Großen und Ganzen anschaue, ist das wirklich ein bisschen happig, was die da Schaden machen. So, komm, 2. Nur 1. Mann. Jetzt habe ich gedacht, du hast mich lieb und gibst mir gerade mehr. Jetzt habe ich gedacht, du hast mich lieb und gibst mir gerade mehr. So, dann töten wir dich auch noch ganz kurz. In der guten Hoffnung, dass wir von dir dann wenigstens mal ein paar mehr bekommen. Also 2 Stück verlange ich jetzt. Und dann weiss ich, dass ich nachher nur noch eins sammeln muss. Let's go! Hä? Wir haben das Level abgemacht, allein mit Monster töten. Ja, nice, Level 73. 43. Nice, und mir fällt nämlich auch gerade ein, wir haben ja sogar beim letzten Mal noch eine neue Fähigkeit bekommen. Das haben wir Adler auch bekommen. Aber das hilft mir nicht so viel. Genau, tödlicher Schuss. Ihr verursacht einem verwundeten Ziel und fügt ihm 600 körperlichen Schaden zu, kann nur Gegner einsetzen werden, die über weniger als 20% Gesundheit verfügen. Tun wir mal da rein. Und Adlerauge auch. Kann nur im Freien verwendet werden. Versetzt eure Blickwinkel für 1 Minute an ein anvisiertes Ziel. Ist natürlich auch noch sehr nützlich, also kann sehr nützlich sein. Ich persönlich würde sagen, wir machen jetzt gemütlich schnell die Quest noch fertig, können die abgeben und dann schauen wir mal weiter mit dem Azul Aman. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da hinten wird es noch mehrere Quests geben, die man erledigen kann. Durch dass da jetzt auch noch so Monster umeinander laufen. Aber ich finde jetzt geil, dass wir das jetzt nur wirklich mit dem Monstertöten eigentlich noch das Level abbekommen haben. Und wir haben da ziemlich viel, wo wir noch zusätzlich XP bekommen. Also wir sind ziemlich gut ausgeruht, bis dahin eigentlich. Darum mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Also Monstertöten ist momentan sehr positiv für uns. Ja, ich weiss, ich habe meine PvP-Sachen ausgerüstet, aber ich brauche es nicht. Ich mache kein PvP. Ich habe früher wirklich durchgehend PvP gespielt, hauptsächlich sogar nur PvP. Das mal habe ich mir gesagt. Ich wollte mich jetzt wirklich aufs Spiel konzentrieren, weil WoW ist ein Teil von meinem Leben, oder? Nein, also.
Jono, Jeno. Habt ihr was für mich? Wir haben deine Sachen erledigt. Quest beenden. Sonst tut das Und nicht Quest beenden. Alles hat Nice. einen Nutzen. Meine hungrige Nachbarin tötet territoriale Hydra. Die haben wir vorher gerade gesehen. Die haben wir vorher gerade gesehen. Aber ganz ehrlich. Die Hydra und was mit dem Alzula-Mann abgeht, das erfahren wir alles in der nächsten Folge von unserer ersten Runde World of Warcraft mit der Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Danke vielmals und ciao.